zum Wesentlichen. Ostfriesland ist unterschätzt. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Was kennt man aus Ostfriesland so? Wir haben es gerade schon mal gehört. Otto, Karl Dahl, ne? Und davon war auch einer blond. Der andere auch eher so ein Schweinespieß im Dönerladen. Ne? Und was kennt man noch? Ostfriesentee, Krabbenbrötchen, Schentiköre. Ne? Und, oh ja, und ich glaube, da sind wir auch schon beim Pudelskern. Ich glaube, dass Ostfrieslands schlechter Ruf daher rührt, dass Ostfriesland bisher einfach musikalisch schlecht vertreten wurde. Wo die Hahle fließt nach Norden, wo die hohen Deiche sind, ist die Heimat meiner Ahnen. Ich bin ein Ostfriesenkind. Hier oder hier. Goldblondes Haar, treublaue Augen. So soll mein Madel sein, aus friesischem Haus. Oder hier, das kennt ihr alle. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Wunderbar. Ja, aber ihr merkt schon, ne? Alles zum Schunkeln und im Dreivierteltakt. Und so hochintellektuell. Fische im Wasser. Nicht an Land. Schubsesnö. Sag bloß. Hier, ich meine, kennt ihr nun, wir sind beim Du, oder? Mittlerweile? Im Plattdeutschen sieht's man übrigens gar nicht, deswegen fällt mir das sowieso einfacher. Du. Ja, so. Kennt ihr die Städte Emden, Leer, Aurich, Strackholt, Wittmund, Asel, Großefing, Spetzerfing, Rauderfing? Ne? Ich meine, da gibt es Landstriche und Städte, also ganz andere Landstriche und Städte, die haben ganz andere Lieder bekommen. Orfeo. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. These more, these lemon shoes. I'm longing to stray. Right through the very heart of it. It won't be small. I wanna wake up in the city that doesn't sleep. I'm walking on the hill, down on the heat. Or here. Here we are. Aurich, ich komm aus dir. Aurich, ich häng an dir. Moin, moin, Aurich. Große Fee, doch will ich heute dich wiedersehen. Große Fee, die Sonne mir heute den Kopf dreht. Große Fee, die Sonne mir heute den Kopf dreht. Große Fee, die Sonne mir heute den Kopf dreht. Kennt ihr sicher? Theo, wir fahren nach Leer. Theo, wir fahren nach Leer. Steh auf, du
bald geschmort. Das Europäische Tourismusinstitut hat 2002 1451 Deutsche befragt, wo sich Ostfriesland auf der Landkarte genau befindet. Das Ergebnis. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Das Ergebnis? Weniger als die Hälfte wusste die ungefähre Gegend. Der übrige Rest zeigte auf völlig andere Landstriche, irgendwo zwischen Amsterdam in Holland und Kopenhagen in Dänemark. Ja, für den Gesamtdeutschen ist Ostfriesland territorial schwer einzuordnen, weil er es aufgrund des Namens eher im Osten Deutschlands vermutet, es aber tatsächlich im äußersten Nordwesten Deutschlands ist. Das ist verwirrend, nicht? Das ist den Ostfriesen aber total egal. Denn Ostfriesland gab es schon, da gab es noch nicht mal Deutschland. Ne? So, man versucht aber dem entgegenzuwirken. 1996, da gründeten sich die ersten ostfriesischen Botschaften im ostfriesischen Ausland, in Ilmenau und Greifswald. Ja, und man kann den Sinn und Zweck dieser Botschaften auf der Website der ostfriesischen Botschaft, und das ist jetzt wirklich kein Scherz. Sie lachen trotzdem, okay. Man kann also den Sinn und Zweck dieser Botschaften auf der Website der ostfriesischen Botschaft nachlesen, und das sind die einer jeden Botschaft, und es hat sich auch bis heute nichts daran geändert. Erstens, Vertretung ostfriesischer Interessen im Ausland. Verbreitung ostfriesischer Kultur außerhalb Ostfrieslands. Und nicht zuletzt die Unterstützung von ausgewanderten Auslands-Ostfriesen in einer für sie ungewohnten Umgebung. Ja, Levelü, das ist hier nicht Oper Sühnerstein, ne? Und es ist auch noch längst nicht der Broadway. Aber wisst ihr was? Ich find's gut. Ich find's so richtig gut, Orville. Warum warten? To
Come taste the wine, come hear the band, come blow your horns and celebrate. Like this way your day was made and used from intent to profit or doom. And why Mary smile away? Life is on Cabaret Hall shop. Come to the Cabaret. Ich hatte mal eine Freundin, die hieß Elsie. Wir teilten eine Wohnung einst in Chelsea. Sie tat, was oft die Not der Zeit gebietet. Ihren Zimmer hat sie für Stunden nur vermietet. Ich sah sie dann im Sarg, da lag sie stumm drin. Man sagt, in ihrem Tee war zu viel Rum drin. Doch habe ich, ja das muss ich gestehen, so eine glückliche Leiche nie gesehen. Ich denke an Elsie bis zum jüngsten Tag. Damals sagte sie mir, was ich euch heute sag. Warum verbringst du den Abend allein? Ich hab ne Pracht